Meng deichter hemischt. Wien aus de Mörder vom Franz Pomerei. Meng deichter hemischt aus een historischen True Crime Podcast vom Lützebäuer Wort. Diese Podcast basiert auf tatsächlichen Evenementen, die aus Zeitungsartikeln und Originaldokumenten aus dem Enquetendossier so weit wie möglich rekonstruiert wurden. Kurz nach einer Message ehrt mal aufhängen. Wir werden an diesem Podcast ganz explizit über massiv sexualisiert Gewalt, Mord und Homophobie schwätzen. Das sind Sachen, die verstehen können und auch Angstzustände auslösen. Lauscht euch just, wenn ihr selber stabil genug fühlt, für damit eins zu gehen. Und da aber Sachen sind, wo ihr nicht sicher seid, ob das ihr nicht mehr belastet könnt, wie gut für euch ist, da lauscht der Podcast am besten nicht allein. Holt euch eine Person dabei, die ihr gut kennt und der ihr vertraut. Wir, das sind Sabrina Backes und Steve Frömmisch aus der Redaktion vom Lützebäuer Wort. Und an diesem Podcast weisen wir euch, wie deichter als hemischt wirklich ist. Willkommen an unserer 7. Episode. Kommen wir mal direkt zur Sache. Der 6. Juli 1907 wird an der Petrus der Franz Pomerei tot gemacht. Das ist Sexualmord. Auch speziell ist nicht nur der Kontext, an dem der 16 Jahre junge Mann stirbt. Die Victim gouf Tod nach mit einem Messer verstümmelt. Der Täter hat sich auf ein ganz eigen, richtig gruselig Art und Weise und leicht defoliert. Du gehen Details, die damals publik sind, an anderen nicht. Der Prokureur Georges Faber dreht über Jahren all stehen Insel für den Mörder zu fassen. Er kriegt ihn aber nicht. 1906 haben zwei Brüder de Monopol gefordert, den Eduard und den Lodewig Müller. Der Lodewig, Louis genannt, für den Franz Pomerei sein Mörder. Und da kommt aber mal ein ganz farbige Personage ins Spiel. Der Rattenfänger von Hameln. Und dann könnte zu einem weiteren extremst brutalen Mord an der Stadt. Im Zimmer, wo das Drama sich ereignete, war eine Blutlache, die sich bis zum Korridor ergoss. Der richtige Tipp, der Mörder aus der Bierdergasse, gedreht am Dezember 1907 an Deutschland geputzt. Und es weist sich, dass die Weiblinge in Wirklichkeit Alois Kalita heischt. Am Mai 1908 könnte Kalita dann zu Träger für ein Christgericht. Lang dafür drin, am Dezember 1908, könnte aber auch ein Pomerel-Dossier zu Lützeburg zu einem weiteren Rebondissement. Der 4. August 1910 feiert Mordmeldung von einer 90er Zeitung als Sensationsnachricht. Die Enquete hat ergeben, dass der Franz Pomerel von 2 Franzosen tot gemacht wurde. Und das wären die 2 Deserteure gewirrscht, die zu Diedling aufgefallen sind. 2 junge Männer, die sich mit einer Kutsch in Richtung Belsch durch die Post machen. Der René Foch und den Alexandre Viau. Am Verheer bestreitet der Mann, der sich Baron nennt, auch für die erste Fort zu sein. Wie auch kein Deserteur und noch nie zu Lützeburg gewesen. Mehr ging aber wissen, dass dem Mord zu Lützeburg ging. Darüber weiß er aber nicht. Reicht den Tag drauf, lädt den Karten auf den Tisch. Dem Host hat seine Konklusion ist aber deutlich. Weshalb trägt er an mehreren Stellen falsche Namen? Will er nicht in Luxemburg und auch nicht Deserteur gewesen sein, um seinen Verbleib von 1906 zu rechtfertigen? Dummer wird Sache wieder klar. Oder auch nicht. Et huet kee vun all diesen Zeien de Fach als dem man erkannt, de Gesicht gouf. En huet doch eigentlich nicht so genau op die Beschreibung gepasst. Der Fach ass iwregens den 18. August 1910 zu 90 op freie Fuß kom. Von do an her den mi viel vun em. An noch sos gëtt trauech. Mit Geschicht halt heine op. Stimmt, et vergin aber 3 Jahre. Und da rabbelte du einmal ganz gewaltig am Dossier. Sieben Jahre oder dort wäre doch der Georges Faber sich nicht mehr terribel viel Hoffnung gemacht haben, für den Mord noch abzuklären. Ma dann könnte der 15. November 1913. Und dann ist alles ernst. Als Prokureur muss er stark Nerven hun, ma hei muss auch ihm kurz den Atem gestockt tun. Auf seinem Schreibtisch landen Zeitungsartikel. Und an dem beschreibt der Psychiater am Mord. Und dat Kabal nimmen den Franz Pomerei an der Petrus sinn. Das an der Gazette Médicale de Paris, an der den Artikel erschenkt. In M. Vitry vu Metz erzählt daran von 2 homosexuelle Patienten. Ein Koppel. Den Text ist ehrlich gesagt ziemlich roflosend a Mënsche verurstend. C'étaient 2 dégénérés qui me rendirent visite pendant de longues années. L'un représentait le dernier rejeton d'une famille de la haute bourgeoisie qui avait produit pendant 2 siècles des diplomates de premier talent, des savants illustres
des commerçants à grande envergure. Ihr ging schon wie lang die Generation von dieser Familie an all ihre Branche verfolgen. An dofir ging hier keine andere Erklärung fannen wie die nervliche Erschöpfung von ausgebrannte Männer, die sich über Generationen mit reichen, aber geistig auffällige Frauen verbunden hatten. Das schreibt Dr. Vitry am Zeitungsartikel, an dem er vor allem die Lebensgeschichte von dem Enge von den zwei Männern erzählt. Die ging 15 Jahre bei ihr kommen, weil hier um Vitry singen Exposien über homosexuelle Poesie interessiert gewesen wie. An seinen Sitzungen mit diesem Patient hat den erzählt, dass hier zwischen einem ganz dusse Pap an einer exzentrischen Mama abgewusst wird. Hat bis zu seiner Kommunion mit 12 Jahren immer medisches Kleider gekriegt. Junge Kleider hat ihn immer aufstoßend fand. Danach war er an einer streng religiösen Schule zu gehen. Das Religiös hat er teils mit ekstatischen Erfahrungen erlebt. Wenn mit 17 Jahren wären dann Depressionen kommen und er will sich bewusst gehen, dass seine sexuelle Introvertiertheit dummer zu dienen hat, dass er sich echt zu Männern zufühlt. Nach der Uni hat er sich dann mit einem anderen Mann zusammengetan, der Mial war, an den er zu Paris in einem Pissoir kennengelernt hat. Der Vitry sieht, der Mann hat sich dann wie ein Parasit aus seinem Patient gepascht. Das hat dann irgendwann dazu geführt, dass Zuhen ausgegangen wären. Und die zwei wären schließlich als Vagabunden durch die Weltgeschichte gezogen. Den anderen Mann wie heinst du auch mal op Rendezvous beim Psychiater kommen an, ginge sogar haut nach heinst du kommen. L'autre moitié du couple, wie de Vitry schreibt, hat Alkoholiker als Ältere gehabt, aber wie sadistischen Homosexuellen. Das hat er lang und gut für unsere Partner verstoppt. Und da kündet. Un jour, on trouvait dans les promenades boisées d'une ville un jeune ouvrier égorgé et mutilé. Schreibt der Vitry weiter. Den hat den nicht draußen geschlafen, weil er viel zu viel getrunken hat. Und es war auch ein anderer Mann dabei gewesen. Den hat der Victim den Hals abgeschnitten und am Genitalien verstümmelt. L'autre l'avait égorgé avec une main d'Hercule sans pitié et lui avait pratiqué alors l'ablation nette et quasi anatomique des parties génitales. Police aus allen Herren Ländern wäre alertiert gewesen. Es hätte viel am Teufel festgeholt, aber es hätte ihn das sehr müssen laufen lassen. Der richtige Mörder wäre aber nicht so von er gewesen, weil es für eben der Sadist aus der Koppel. Den anderen, mehr Intellektuellen hat auch gemerkt, dass er sich zu einem gewissen Zeitpunkt verändert hat. Nur langem hin und her hat den im Dunde Mord gestanden und das bis an den kleinsten Detail. Und das war dob, das Kind als ganz nur bei dem, was dem Franz Pommerel geschieht ist. Das aber auch ganz explizit. L'intellectuel pardonnait le meurtre à son ami en s'érigeant justicier et en lui infligeant comme peine d'expiation de porter les parties mutilées du cadavre sur le corps. L'autre, qui jusqu'alors avait conservé les parties sexuelles anatomiquement préparées de sa victime dans les endroits les plus cachés de leur bouche commun, accepta. Il les porte et il les regarde comme son talisman. Le sadiste est devenu fétichiste convaincu. Latent, il était depuis longtemps. Quand l'intellectuel m'a raconté cette punition, je vis les premières lueurs du coup de foudre définitif qui le tuerait. Un certain temps après, l'autre va me raconter tranquillement la fin de son ami. Puis, il retourna se plonger dans le gouffre de la grande ville. Du könnt vieles bei ihnen. Lohol ma mal Dave Luft. Ein Psychiater schreibt an einen Zeitungsartikel von 2 Patienten. Ein Koppel von Paris, die aus einem Intellektuellen an einem Sadist ging bestuhen. Wobei die letzten einen Sexualmord an einem Park begangen hat, der nie abgeklärt gewesen. Wie den anderen gewur gouf, dat sein Partner am Mörder ass, hat denem als Bos operlucht, die rausgeschnitten a präpariert Genitalien als Zeche vu senger Schuld fir immer bei sich zu drohen. War dein Geschichte? An dem Stand weisen iwwerdeitlich op de Mord Franz Pommerel. Domert Brand Park zu Lützeburg de Bam. Schonnerem. Den Untersuchungsrichter George Faber will natürlich unbedingt wissen, wie in den Dr. Vitry ist. Et jetzt die richtige nur, dass sein Patient dem Mörder aus den Lützeburger Justiz 7 Jahre lang ohne Erfolg gesicht wird. Der Weg bei den Dr. Vitry ist nicht so einfach wie am ersten Moment ausgesagt.
Et weist sich nämlich, dass die Gazette Médicale de Paris den Text einfach als eine andere Zeitung überholt hat. Der Gazette des Hôpitaux Und trotzdem sitzt schon 5 Tage mich spät den Theodor Vitry, also mit W und nicht mit V, ein 42 Jahre alten Doktor von Metz beim Georges Faber am Büro. der behauptet sich aber steiberfest darauf, dass der Mord, auf den er sich an seinem Artikel bezieht, nicht am Grand Duché geschieht wird. Kenntnis von der Tod hat ihn sowohl von Mörder selber wie auch von einer zweiten Person gekriegt. Beide Leute wären als seine Patienten und sie hätten ihm während ihrer Behandlung davon erzählt. Aufgrund von seinem Berufsgeheimnis wird ihm dafür nicht möglich, irgendein Ausso zu denen ihrer Identität zu machen. Außerdem wird ein Artikel an der Gazette Médicale de Paris nicht wortgetreu aus der Gazette des Hôpitaux überholt gehen. Soweit ihn sich erinnern könnt, hat ihn am Originalmanuskript nämlich gar nicht gesagt, dass der Mörder ihm selber vom Mord erzählt hat, aber just die andere Person, weil nimmen die hat ihn interessiert. Wie plausibel ist die Erklärung dann? Naja, es klingt einerseits noch vielen Ausreden, aber andererseits auch schon viel Detailwissen dran. Mais Es ist auch möglich, dass den Dr. Vitry einfach mehrerer erzählt, als ich mit dem Zeitungsartikel wichtig machen wollte. Rumöre gehen ja in dem Fall mehr wie genug. Am Metz ist definitiv nicht aus der Welt. Der Georges Faber geht sich auf jeden Fall nicht mit denen Aussagen zufrieden. An den Mengen, es kann nicht sein, die Spur fährt Altenes auf Brüssel. Der neue Verdächtigen ist ein freier Studienkollege vom Dr. Vitry, de Félix Hyacinthe Servet. Der schreibt dem Georges Faber nur eine erste Audition bei einem Prokureur zu Brüssel, den 25. November 1913, einen ziemlich verzweifelten Brief. Hier hat nichts mit einem Mord zu dienen. Und der Vitry hatte für die letzten 4 mehr wie 10 Jahre gesehen. Also für Mord. Er will nicht mehr ungern auf Lützeburg kommen, weil hier sein Geld gegen Dummert verdienen, anderen Doktoren Lektionen zu gehen und Konferenzen zu halten. Wenn hier nach Lützeburg kommen, gingen durch den Zeitverlust viel Suhe verlieren. Auch schon d'Enquête Gähnchen, die nicht ganz diskret gewirrscht wird, hat ihm eine große Schuld berät. Jen hat übrigens müssen aus seiner Wohnung plündern. Und das für verschiedenen Damen aus der besseren Gesellschaft Humiliation und Sucht zu erspuren, an einem Haus zu leben, das von der Polizei überwacht ging. Das Herr hat also dick da sitzen. 2 Schüler hat hier schon verloren, weil die als Professor kein Herr wollten, dem sein Foto an alle Polizeibüros hängt. Natürlich ging es dem Untersuchungsrichter selber zustehen, über die Meier die hin an eine Enquete zu dezidieren, aber er ging sich aber wirklich froh von der moralischen Limite stellen. Hier ging der Delo nicht schreiben, für sich zu beklohen, aber für sich energisch gegen die Verdächtigungen zu wehren, die der Parquet von Lützeburg gegen hinterher ging. Er hätte sich schon gegen die Ungerechtigkeit von einer Disziplinarmaßnahme wehren, die hier 1907 sein Amt gekostet hat. Dafür wird für bestimmte Seelenzustände hat ihn als Schriftsteller nach 4 seiner Zeit als Magistrator zu Brüst und den Waldruf zu gehen. Ein Mörder als Sadist will ihn aber ganz sicher keine Gesellschaft leisten. Der Satz muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da fehlen aber ein paar Puzzlestecker. Genau, das fängt schon mal damit an, während der Felix Servet überhaupt aus. Der Name Servet dürfte zu Lützeburg so ziemlich jederin durch den Boulevard Servet Lampertsbierg kennen. Den ist nun bekannte Lützeburger Politiker, Advokat und Diplomat Emmanuel Servet benannt. Den hat an der Belgischer Revolution von 1830 schon mitgemischt und ist von 1867 bis 1874 Lützeburger Staatsminister. Und der Felix Servet als ein obskurer neuer Verdächtigen ist den Emmanuel Servet sein Neveu. An den Neveu ist zu Lützeburg auch alles ernst wie ein Unbekannten. Das haut eine Reihe von den bekanntesten Lützeburger Autoren, die auf Französisch geschrieben haben, notamment für den Theater. Der Felix Servet war aber auch von 1903 und Friedensrichter zu Kiew. Und 1907 hat ihn demissioniert. Und das nicht ganz freiwillig. Wen Sänger Affaire de Meurs heißt es. Da ist es dann auch, worauf er 1913 aus einem Brief unter Georges Faber ausspielt. Et finden da doch zum Beispiel am Lützeburger Autorenlexikon. Da wird dann noch ein Besitzeskandal verwiesen, an einen Artikel, der an den Jahren nach seinem Tod geschrieben wurde, wird angedeutet, Felix Servet hat sich zu Kiew gelangweilt.
Ma watt dabei tatsächlich gang hummel net fand. Et steht eben awer net alles am Internet. Am Brief vun de Prokureur schreibt de Serve nach, wann hien den Autor vun engem Verbrechte geef kennen, wat sovi Bulli opgewirbelt het, da ging hin net zecken diejenigen derselbester Dommet a Gehässigkeit auszulieferen, die hien direkt oder indirekt mat eng Verbrechen a Verbindung bringt, von dem hier süst aus den Zeitungen weist. Der Serve as Front vu lange Satz. Na well, aber vielleicht du mir einfach net genug gespielt für Literatur. Am Dossier ass dann noch eng Demos aktuell Foto vum Felix Serve. An noch sing Deposition beim Untersuchungsrichter zu Bresel. Ma so wie et ausgesäit, war de Georges Faber zum Schluss och net mé ganz iwwerzecht vun dieser Spur, weil Schenkzen Brief als Sakas klasseiert ze hunn. De Serve huet Divisions zu Bresel nimi richtig Fos op de Boden krit. An ass 1915 verarmt an engem ganz schlechte gesundheitlichen Zustand ze Rego Plötzeburg kom. Op Mirsch, wohin er noch den 10. Februar 1916 am Alter vun nimmen 42 Joer gestorven ass. Ma mir sinn awer nach Rëmmer 1913 7 Joer no Mord Franz Pommerel. Wat kann en sech do noch erwarten? Ma wer biselo ganz opmerksam no gelauschtert huet, den huet gemerkt, dat vun de wichtigste Verdächtege komplett ënner dem Radar verschwonnen ass. Mandat heier Dir an der nächster Episode vu Meng Deichter hemischt. Immer sonndes op Wort.lu am Mittwochs op allgängige Podcast-Plattformen. Meng Deichter hemischt as e Podcast vum Lützebauer Wort. Redaktionun a Moderatioun se vum Steve Rëmmech a Sabrina Bockes, Sprech as sind Amelie Schröder a Marc Blasius, Titelmusik aus vum Christian Mertes, den Audioschnitt an de Sounddesign vum Marc Blasius, de Cover vum Mara Monen, an Grafik vum Mara Monen, Sabina Polanka a Christian Mertes.